Beim letzten Mal haben wir das herzige Kärtchen gemacht, wo aber noch kein Junk Journal hat, um das drinnen zu versorgen. Und aus diesem Grund möchten wir gerne aus dem A3-Papier ein Journal Cover machen. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, meine Vorstellungen sind, dass ich gerne möchte, ganz normale A4-Seiten als Signatur nehmen. So sollte das drinnen Platz haben. Das heisst, ich möchte gerne oben ein bisschen abschneiden. So, und dann, sonst von der Grösse her, soll man es so ganz normal zumachen und eine Seite klappe ich dann noch rein. Einfach so, entweder so als zumache oder dann ganz gegen rein klappen, dass man dann so wie ein Täschchen hat. So, gut, also als erstes werde ich oben abschneiden. Und zwar wie viel? Es soll also schon ganz gut Platz haben, alles. So. So. Genau so viel schneiden wir jetzt ab. Schauen, wie viel das ist. So. Soli. Mit dem können wir sicher noch irgendwas basteln. So. Genau. Und jetzt habe ich gedacht, machen wir innen einfach eine schöne Collage. Damit das hier nicht nur so weiss ist. Und für das habe ich hier vom Sestrene Grene All Over the World so Origami-Papier. Und ich finde, eben die passen von der Farbe her und von den Müsterchen her wunderbar da zu diesem Stil. Das ist doch einfach herzig. So. Ich tue das hier mal oben her, so ein bisschen als Idee oder so. Wie auch immer. Ja, und ich habe da auch noch so ein bisschen nach dem Dickkartonpapier, da können wir auch noch ein bisschen einbauen in die Collage. Also das ist die Frage, das habe ich mir auch noch nicht überlegt, wie klebe ich das überhaupt auf? Soll ich das mit Stiftchen machen? Oder soll ich das mit Dingsbums machen? So, also ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel vom Art Potsch. Ich hoffe, es reicht noch. Hoffen wir, es reicht noch. Sonst weiß ich auch nicht so genau, was ich machen will. Das ist vielleicht wirklich nicht so schlau, hä? Das ist mir wieder etwas. Ich weiß aber nicht, ob es so cool ist, wenn man es dann mischt. Wenn ich jetzt anfange mit dem und sonst mache ich das doch einfach mit dem. Ein bisschen mit Wasser vermischen. Das kommt schon gut. Ups. So, und von dem habe ich noch viel und von dem kann ich immer wieder anmischen. Das war zu viel Wasser. Das war sicher viel zu viel Wasser. Oh Mann.
So, ich muss definitiv nicht wieder das zweite Mal anmischen. Das reicht ja wahrscheinlich für mehrere Journals. Gut. Also, ich glaube, ich tue jetzt das gleich ein bisschen weg. Ich brauche Platz. Ich muss da nämlich ein paar Papierchen aussuchen, die mir dann so gefallen würden. Am geschicktesten verreissen wir sie schon von Anfang an. Erdbeere könnte man auch zeichnen. Noch so herzige Müsterchen machen. Das ist eine gute Idee. Muss man sowieso noch ein paar Sachen überlegen. Weil wir haben ja Äpfel gezeichnet und Herzchen und Blümchen und Kleeblättchen. Und so dunkel wie das mache ich vielleicht nicht. Aber so. Ist das? Nein, es sind zwei. Komm. So, und da noch so eins. So, vielleicht. Mal schauen. Mal gucken. So. Allzu kleine Rätsel wollte ich nicht machen. So, oder wäre es jetzt schlau gewesen, den Untergrund zu bestreichen? Oh, ich weiss es doch auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So. Schlau wäre gewesen, wenn ich eine Unterlage genommen hätte. Damit ich da nicht alles auf meiner Bastelunterlage habe. Andererseits, oh ja, jetzt passiert eben das, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist ja jetzt einfach ein Weissleim, der ist ja wasserlöslich. Das geht dann wieder raus. Ja, es geht auch nicht so gut. Dann drüber rein. Schade. Oh, das ist ja herzig.
Jetzt da blöde Blätter gegeben. Das wollen wir natürlich nicht. So. Und das ist ja herzig. So. Ja, bei dem muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass da die schönen Spritzer und Fleckchen drauf bleiben. Ein bisschen erhalten bleiben. Bei dem war es ein bisschen weniger problematisch. So, da könnten wir das jetzt. Da, oh. Nein, nehmen wir es da oben. Ups. So. Was haben wir noch? Oh, ich glaube, ich nehme jetzt mal diese Seite. Da. So, jetzt muss ich langsam gleich noch eine Zeitung holen, wo ich drauf kann das anmalen kann. Nein, ich will es so. So. Und jetzt. Ja, genau. Passt doch wunderbar. Jetzt brauche ich Zeitung.
So, upsla. Ha. Eieiei. So. Ja, das kann ich jetzt denke ich wieder nicht so gut von außen anmalen da. Ohne dass es verschmiert. Ja, zwar. Ich glaube, das war halt das Papier, das extrem fest aufgesogen hat. Ja, darum geht es ein bisschen. So. Passt das gerade da? Ha! Wie tust aufs Auge? So. So. So, was haben wir noch? Da noch irgendein Blümchen, noch irgendetwas Bläuliches da oder so. In dieser Art auf jeden Fall. Passt. Oh. Bin ich eigentlich noch im Bild? Ja, irgendwie schon ein bisschen. So. Da unten noch ein Streifchen von was? Ein Streifchen blau würde auch noch passen. Ich will lieber die. Oh ja, ich will die. Oder die. Was ist schöner? Da die. Oder auch die. Nein, schau jetzt. Da die. So, und da oben nachher dann die. So. So, nicht ankleben auf der Unterlage, bitte. Und jetzt haben wir gesagt, das noch da. Jetzt habe ich zu wenig abgerissen. Oh. Also nochmal. So, jetzt ist gut. Vielleicht sollte man es einmal abmessen. Was machst du da? So. Ups. Ja. Und jetzt hier noch. Da noch irgendetwas Geschriebenes. So. Oh. 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 Passt
jetzt noch? Ja, ganz Knäbe. Naja, fast. Schon wieder tropft. So, komm. Ups, ja. Doch, so passt. Prima. Das wär's. Hat noch ein bisschen. So. Dann schneiden wir jetzt doch das noch ein bisschen ab. Da. So. Oh ja. Ja, das finde ich jetzt also noch schön. Und mit dem ganz normalen Weissleim Vielzweck-Klebstoff. Wenn man da das ein bisschen verdünnt und so, gibt es auch gar nicht so eine glänzige Schicht oben drauf, auch wenn man jetzt hier schon gut ein bisschen drüber geschmiert hat. Ich glaube, ich finde das recht gut so. So, ein bisschen noch trocknen wir das Ganze. Und dann kann ich dann schauen, wo das jetzt genau will oder muss falten und was wir mit dem Rand noch machen. Irgendetwas müssen wir mit dem Rand, glaube ich, schon noch machen. Vor allem hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sieht. Das ist so ein Papier, das ich aus einem Block rausgetrennt habe. Hat so einen verfötzelten Rand. Den muss ich auf jeden Fall dann noch abschneiden. Oder eben vielleicht mache ich irgendwie ein Rändchen dran aus Spitzen oder so und dann sieht man es sowieso nicht. Das weiss ich jetzt noch nicht. Das sehen wir dann noch. Und auch aussen. Ich möchte es gerne einfach einmal falten. Ich mache nicht irgendwie einen Buchrücken, einen dicken oder so. Aber dann muss ich vielleicht schon auch noch ein Streifchen irgendetwas drüber reinkleben, damit das dann nicht den Buchrücken so bricht. Und ein Stöffli oder ein Spitzeli oder irgendwas. So, aber ich finde, das passt doch super zueinander. Oh, ich freue mich schon, wenn wir dann ganz viel von diesen Kärtchen noch machen. Genau. So, da ist die Signatur und da kommt dann das Kärtchen rein oder drauf oder als Täschchen.
Ich habe ja ganz viele von diesen Kärtchen zugeschnitten, die wir dann so als Täschchen draufkleben können. Die können wir natürlich auch noch dekorieren und so weiter. Ich finde es cool. Ich freue mich. Und ich würde sagen, wenn ihr dann wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr das nächste Mal wieder reinschauen. Bis dann. Tschüss.